Spätzchen! Heute gibt es mal wieder ein bohrisches Stockrauf-Video. Heute gibt es mal wieder Infos über neue recherchierte Sachen und ich stelle euch mal ein paar neue Stöcke von mir vor, die ihr noch gar nicht kennt, weil das halt voll spannend ist. Also bayerische Stockrauf, kurz für die, die nicht wissen, um was es geht. Schlagen, ziehen, stoßen. Eine vergessene Verteidigungstechnik aus dem Alpenvorland, über die man ganz selten stolpert. Und wenn einer von euch ein bisschen Information hat, dann schreibt es mal unten rein. Gibt es mal Tipps über Bücher, gibt es mal Tipps über irgendwelche Gemälde, gibt es mal Tipps über irgendwelche Museen, wo das ganze Raufzeug ausgestellt wird. Immer sehr spannend. Der Hackelstecken kommt daher sich hackeln. Das heißt, wenn zwei sich in die Haare kriegen, dann heißt es in Bayern, die hackeln sich. Ja, drum, wenn man mit die Hackelstecken gekämpft hat, hat man sich kackelt. Also, wenn man sich in die Haare kriegt, ist das Hackeln. Ja, nur so am Rande. Also, wunderschöne Stöcke. Den hier kennt ihr ja schon. Das ist so, glaube ich, der älteste, den ich schon immer habe. Mein schön gedrehter Kampfstock. Leider alle nicht mit der originalen Spitze, da bin ich immer noch dran. Aber das Thema werden wir schon auch kriegen und dann werden wir zusammen mal eine richtig alte Spitze rekonstruieren. Das ist nämlich genau der Punkt. Dieser Stockkampf ist alles Rekonstruktion. Es ist alles ein mühsames Zusammengefiesel an Informationen. Und ich stoße immer wieder über richtig spannendes Zeug, aber sehr mühsam. Drum helft mir unten, würde mich freuen für jeden Tipp. Jeder, der irgendwas gesehen hat, jeder, der irgendwie im Museum eine eure Mistschaufel, Mistgabel, Stock, Kampfring, was auch immer. Es gibt so viel Zeug aus den Bauernkriegen, weil sich die Bauern ja nicht bewaffnen durften. Schreibt es mal unten rein, fände ich total cool. So, meine Stöcke, den hier, den kennt ihr ja schon. Hackelstecken, Raufstock, bohrische Stockraufen, immer erkennbar an diesem 90-Grad-Winkel, da man den auch als Hammer benutzen konnte. Und man zwei Distanzen hatte, in denen man sich verteidigen konnte. Und ich sage es immer dazu, nicht nur gegen den bösen Mann, sondern auch gegen die Wildsau, gegen den Hirsch und alles andere, was einen im Wald so erwarten konnte. Den hier habe ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt. Das ist so mein Lieblingsstock. Der ist auch richtig cool, weil der ist nämlich aus Olivenholz. Und wenn ihr euch den anschaut, dann könnt ihr euch ungefähr, glaube ich, vorstellen, wie lange der braucht, dass der so wächst. Der ist nicht in 100 Jahren gewachsen. Hat natürlich auch leider keine Spitze mehr, sondern dieser Stock, der ist mal richtig alt vom Holz her. Vom Alter her werden sie alle ungefähr gleich alt sein. Ich schätze mal so zwischen 50 und 200 Jahre. Das ist so die Zeit, von wo noch Stöcke übrig sind. Das Stockraufen ist natürlich wesentlich älter. Das ist eine alte Verteidigungstechnik, die halt leider, wie gesagt, völlig vergessen ist. Also hier ein wunderschönes Teil aus Olivenholz. Für die, die nicht wissen, wie die Stöcke entstehen, die wachsen irgendwo am Fluss wahrscheinlich, wo es halt irgendwelche Kletter und Ranken gibt. Die Ranke wächst um diesen Ast, also um diesen Stamm herum und schnürt dem die Lebensenergie ab. Also das heißt, so rum wächst der eigentlich, also der Ast. Kletterpflanze. Und die bleibt, die wird immer dicker und dann schnürt sie die Lebensenergie ab und der dreht sich halt dann darum und möchte natürlich weiter wachsen und kriegt dann dieses wunderschöne Muster. Dann habe ich hier noch einen, schaut fast aus wie der Stab vom Yoda. Wer den Yoda nicht kennt, unbedingt Krieg der Sterne anschauen. Der kleine, weise Mann. Der ist ziemlich kurz, aber auch ein wunderschöner Stock. Man sieht es auch wieder hier, Hackelstecken, damit man sich mit seinen Freunden oder Feinden hackeln kann. Bei dem kann ich leider nicht sagen, was es für ein Holz ist, weil den hat mal irgendjemand angemalt und auch recht grob bearbeitet. Schwierig.
Ganz im Gegenteil zu diesem wunderschönen Stock. Das hier, und da bin ich auch richtig stolz drauf, das ist Birke. Das ist tatsächlich eine Birke, eine junge Birke, so umgewachsen, die umrankt worden ist, und sowas ist wirklich selten. Also dass einer Birke das passiert, das ist schon die extreme Ausnahme. Deswegen freut es mich auch total über diesen Stock. Am Anfang habe ich mich geärgert, dass er lackiert ist, aber dann habe ich mir gedacht, wenn der nicht lackiert worden wäre, sehr früh schon, dann wäre diese wunderschöne Birkenmaserung, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, dann wäre diese wunderschöne Birkenmaserung natürlich weg gewesen. Und so kann ich sagen, hier, guckt's mal, einen echten alten Birken raufstecken. Hat es eigentlich die Flexibilität von so einer Birke, für was die typisch ist, komplett verloren, weil der sich überhaupt nicht bewegt. Eine Saufedern aus einer Birke, also so eine richtig alte Saufedern, die man in den Boden gesteckt hat und dann nach vorne gebogen hat, dass die halt wirklich gefedert hat, die ist natürlich extrem elastisch zum Saujagen. Habe ich auch schon mal über Saujagen, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch da oben oder ich vergesse es wieder. Also ein wunderschöner Raufstock aus Birke. Und dann gibt es natürlich noch diese hier, der Haussegen, für auf die Finger klopfen, und dann einen mit einer mächtigeren Spitze, der wahrscheinlich dem, mit was sich die Bauern damals gegen gerüstete Wildschweine und Hirsche oder alles, was einen so im Wald überfallen kann, der kommt dem wahrscheinlich am nächsten. Da habe ich schon mal was erzählt drüber. Das ist wieder so ein Biberstock. Das heißt, der Biber, der sucht sich verschiedene Holzarten raus. Und wenn das Holz richtig hart ist, frisst er nur die Rinde runter. Und dann entsteht so eine geile Maserung hier. Da gibt es ein Video, wie man sich richtig coole Wanderstöcke baut. Das verlinke ich euch auf jeden Fall da oben, weil das ist echt spannend. Und das ist halt dann richtig schön glatt. Hat nicht mehr wirklich einen großartigen Bearbeitungsaufwand. Der frisst auch diese ganzen Ästchen hier schön weg. Und dann hat man einfach einen wunderschönen Stock aus einem richtig harten Holz. Weil wenn es ein weiches Holz wäre, würde es komplett fressen. Und wenn es ein richtiges, biegsames, schlechtes Holz ist, dann wird er damit seinen Bau bauen. Also lässt er genau diese Stöcke übrig und die sammelt er, trocknet die und baut euch einen richtig schönen Raufstock draus. Oder einen Haussegen, je nachdem. Ja, zu den Techniken habe ich im letzten Video schon was erzählt. Zum Schlagen, Ziehen, Stoßen. Das verlinke ich euch auch. Das ist natürlich hier, das ist der Hammer. Dass man wie ein Hammer damit einschlagen kann. Und dass man es fest greifen kann, dass man mit beiden Händen die Energie aufbringt und von unten anzugreifen. Also nie die Deckung aufmachen. Beim Wildschwein ist es logisch. Bei einem Zweikampf denken sich die Leute immer, jetzt kommt Hollywood und dann muss ich ausholen und dann mache ich mich besonders groß, aber das ist halt ein Schmarrn. Das machst du bei der Wildsau, dann hast du den Kampf verloren. Und beim Hirsch genauso. Also soll es beim Menschen jedem auch logisch erscheinen, dass man es dann nicht macht. Ja, dann habe ich euch jetzt hier mal die schönsten Stöcke vorgestellt. Das hier ist einfach ein Trainingsstock für asiatische Stockkampfgeschichten. Wie gesagt, ich habe euch ja mal erzählt, ich mache das seit 20 Jahren. Ich habe alles durchprobiert, jede Stockkampfgeschichte, jede Schwertkampfgeschichte, Schwertkampf nach Talhofer, dafür habe ich das hier dabei. Da habe ich das letzte Mal erzählt, dass verschiedene Techniken
vom Talhofer ja eigentlich aus dem Stockkampf kommen. Das heißt so Pariertechniken, wo man mit der zweiten Hand an die Klinge fest und dann pariert, das wird natürlich keiner machen. So ist vielleicht noch ein bisschen harmlos, aber wenn man die Klinge so nehmen würde und der wird hier draufschlagen, dann wird es einem halt die Hand abschneiden. Selbst wenn man einen Plattenhandschuh hat, weil ein Plattenhandschuh, habe ich das letzte Mal auch gezeigt, der ist halt außen Platte und innen halt nicht. Und die andere Technik, auch nochmal ganz schnell erklärt, das ist, wenn ich mit einer Hand irgendwo mit Gewalt rein möchte, dann ist die eine Hand viel zu schwach. Das heißt, da gab es dann beim Talhofer die Technik, dass man das Schwert aufgelegt hat und hat dann über die andere Hand, hat man praktisch eine Führung geschaffen und hat dann praktisch so Rüstungen oder Wildschweine geknackt. Und dann ist man natürlich zum Stockkampf übergegangen. Bei dem erscheint es schon wesentlich logischer, dass wenn man den hat, dann hat man den natürlich nicht so drauf liegen, aber man hat die zweite Hand und hat hier mit beiden Händen richtig Power und schiebt den halt dann einfach in die Wildsau rein. Irish Stick Fighting, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ein wunderschöner John Hike aus der Dimples Manufaktur, Whisky Manufaktur. Und das ist der Walking, Drinking, Fighting Stick. Er hat hier oben einen massiven Silberknauf, den kann man abschrauben und dann ist hier drinnen ein Flachmann. Dann kann man sich gemütlich auf dem Heimweg ein Schnäpschen gönnen, nachdem man ein paar Schotten in die Flucht geschlagen hat. Ja, Recherchentechnik bin ich immer noch an der Spitze des Eisberges, weil es super spannend ist. Meinen Aufruf an euch habe ich ja schon gestartet. Aber man findet halt immer mehr. Und es gibt so viele andere coole Verteidigungstechniken noch oder Rauftechniken aus den Bauernkriegen oder Waffen, die sie sich damals gebaut haben, dass ich bei Instagram immer ab und zu ein paar Bilder reinhau, weil das nicht so ganz gewollt ist von YouTube und den Social Medien, wenn man etwas zeigt, was eine Klinge hat. Darum bin ich mir auch schon wieder gar nicht sicher, ob ich das jetzt halt wirklich so herzeige, wie ich das herzeigen wollte, oder ob ich das einfach stilisiere. Also wichtig beim bayerischen Stockraufen, die Länge seines Werkzeugs kennen. So wie es im echten Leben halt auch ist. Weil man immer mit der Spitze treffen möchte. Jetzt wird's komisch. Im nächsten Video zeige ich euch ein paar Aufwärmtechniken, damit das Handgelenk geschmeidig wird und dass man, wie gesagt, die Länge seines Werkzeugs kennenlernt. Schaffen wir in dem Video aber nicht mehr, sonst wird es wieder so super lang. Also verlinke ich euch dann da oben, weil es gibt 2 oder 3 Aufwärmtechniken und Trainingstechniken, wie man seine Handgelenke trainiert und geschmeidig und beweglich hält. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, wieder extrem viel philosophiert über den bayerischen Stockkampf. Ich hoffe, es waren wieder ein paar neue Sachen für euch dabei. Ja, passt auf euch auf, lasst euch nichts tun. Lasst keine Wildsau mit scharfen Zähnen an euch ran. Kauft keinen Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch und schreibt ab und zu mal ein bisschen was in die Kommentare, damit ich was dazu lerne.